Hello YouTube, wir sind 2 weeks out. Was ist diese Woche passiert? Das Gute, wir hatten 2 Refeed-Tage, weil das Gewicht gedroppt ist. Haben wir zweimal 800 Gramm Carbs reingeballert. Erster Tag hatte ich Zero Fühlegefühl. Also jeder Athlet kennt's, wenn er was isst und denkt so, oh ja, das sättigt mich vielleicht und man dann den letzten Löffel isst, wo man immer noch genau gleich viel Hunger hat. Das war am ersten Tag so. Am zweiten Tag war es schon ein bisschen besser. Aber was ich sagen muss, am Tag danach hatte ich richtig, also deutlich mehr Hunger als normal, weil man halt 2 Tage 4,4800 Kalorien gegessen hat und dann plötzlich wieder runtergeht auf gefühlt die Hälfte. Dann ist der Hunger halt schon mehr da. Und die Lust, aber es hat sich jetzt wieder eingependelt. Energielevel ist so, oh la la, kann auch besser sein. Aber im Training muss ich sagen, immer noch gleich schwer. Ich trainiere immer noch gleich schwer wie anfangs Prep. Habe aber auch schon anfangs Prep zum Beispiel Sachen geändert, wie vom Kurzhanteln halt dann Blade-Loaded Sachen zu benutzen etc. Einfach da ich da mich mehr konzentrieren kann aufs Muskelgefühl und trotzdem noch viel Gewicht bewegen kann und auch Verletzungsgefahr geringer ist. Ähm, jetzt. Daher das Video, wo ihr seht, ist glaube vom ersten Tag an, wo wir gefüllt haben. Da sehe ich da ein bisschen brachialer aus als jetzt. Jetzt. Und man sieht mir richtig im Gesicht an langsam. Langsam kommt Deadface hoch. Und ich bin gefühlt 5 Jahre geältert. Also zum Video, was das Interessante ist. Ein hässlicher Kopf, immer wie gewohnt auf die Seite. Let's go. So, wenn wir gerade bei der Frontpose sind, können wir eigentlich gerade nochmal da hier nach vorne gehen ein bisschen. So finde ich eigentlich, steht die Frontpose gut, außer der hässliche Kopf wieder natürlich. Bauch ist natürlich auch ein bisschen dicker als üblich, weil halt viel gegessen. Aber ich muss eigentlich hier noch auf den Arm mehr Druck machen, dass hier der Latissimus mehr rauskommt und dann, dass hier der Übergang besser ist. Aber so eigentlich grundsätzlich, wie ich stehe, ist echt gut. Hier halt immer noch Kinderspeck hier unten. Ist natürlich auch Wasser. Auch hier auf der Seite sieht man es ganz gut. Ist noch Fett da. Hier ist deutlich freier geworden. Auch oben ist es freier geworden. Die hintere Schultern sind recht dominant. Man sieht auch hier wieder die Ungleichheiten im Rücken. Niemand ist perfekt, ne? Aber es hat sich einiges getan. Eben, hier unten ist eigentlich noch ein bisschen drier, wenn ich nicht am Aufladen bin. Yes. So finde ich eigentlich die Pose richtig gut. Ja, Bauch kommt halt ein bisschen raus, genau. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ja, es geht vorwärts. Jetzt noch 2 weeks out. Oh mein Gott, den Kopf ganz schnell verstecken. Das sieht ja richtig schlimm aus. 2 weeks out. Ähm, Nächste Woche, die kommende Woche, wo es kommt, wird auch ein bisschen happig, weil ich wieder 3 Tage in UK bin geschäftlich. Da muss ich auch alles vorpreppen und gucken, dass ich nicht wieder krank werde. Das ist das Wichtigste, also ich ziehe mich richtig warm an. Und ja, Cardio und Training so planen, dass alles aufgeht. Aber ist eigentlich kein Ding.
weil Abflugtag am Morgen alles machen. Der eine Tag, wo wir dort sind, am Morgen früher aufstehen, Cardio machen gehen, ist dann ein Rest-Day und dann, wenn ich zurückkomme, ja, kann ich wieder trainieren. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und dann sind wir auch nur noch One Week out. Und dann bin ich gespannt für die letzte Woche, was da abgeht. Plus, ich muss auch noch diese Woche, also nächste Woche, wo kommt, meine Wohnung abgeben, meine alte. Ist natürlich perfekt getimt. Thema so wenig Stress wie möglich, aber ich werde da gut unterstützt von meinen Kollegen, von meiner Freundin. Darum, ja, ist gut. Also falls ihr noch ein Bett braucht oder ein Riesensofa, ihr könnt es gratis haben. Dann muss ich es nicht entsorgen. Dann könnt ihr euch bei mir melden. Gut, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr genießt das schöne Wetter draußen heute und startet gut in die nächste Woche. Ciao, ciao.